Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, bevor wir reingehen, unter dem Video findet ihr den Abonnieren-Button. Wenn euch gefällt, was ihr seht, oder wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was hier auf dem Kanal veröffentlicht wird, klickt da drauf, ist völlig kostenlos, ihr unterstützt damit den Kanal. Vielen lieben Dank und damit gehen wir rein in die Analyse. 3:0 gewonnen, Champions League, Achtelfinale, Rückspiel. Ich hab's am Montag im Stream genauso vorhergesagt, dass es so laufen wird. Ich habe auch mit dieser Leistung, die wir gesehen haben, gerechnet. Natürlich auch in Anbetracht, dass Lazio jetzt nicht gerade der super starke Gegner ist. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt nicht anfangen, diese Leistung wieder irgendwie schlecht zu reden, sondern wir müssen mal anfangen, die positiven Sachen herauszustreichen, denke ich. Und dass der Sieg heute völlig ungefährdet und völlig verdient war, denke ich, steht außer Frage. Gehen wir es mal kurz durch. So, die erste Anfangsviertelstunde, ja. Die Anfangsviertelstunde war super, genau das, was du machen musst. Chapeau an die Fans im Stadion, an alle, Grüße gehen raus an alle, die da waren. Super, lange nicht so eine gute Stimmung erlebt im Stadion. Die Choreo war auch super gut, hat mir richtig gut gefallen. Ich denke, gerade in der ersten Halbzeit haben alle, die im Stadion waren, schon eine außergewöhnliche Stimmung für unsere Verhältnisse erlebt. Und die Mannschaft hat es in der ersten Viertelstunde auch mit entfacht, muss man sagen. Ja, na klar, die erste Viertelstunde, dann sind wir so ein klein wenig in unseren Trott geraten. Es war nicht mehr so die Geschwindigkeit im Spiel. Lazio kam wieder ein bisschen besser rein. Dann hatte man wieder 10 Minuten so das Gefühl, jetzt geht's wieder so in die verkehrte Richtung. Aber trotzdem hat immer durchgehend jeder für den anderen gearbeitet. Jeder war da. Es war eine Mannschaft auf dem Platz. Und dann wurde es wieder ein bisschen besser. Ja, das Tor war natürlich dann klar der Knotenlöser. Dann haben wir weitergemacht zum Glück. Haben das zweite noch nachgelegt. Ja, vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber hat der De Ligt natürlich auch super reingespielt. Das Ding, Müller stand da, wo Müller stand. Zweite Halbzeit fand ich es völlig legitim, wie wir angefangen haben. Ja, wir haben Lazio laufen lassen. Wir waren heute super ballsicher. Wir haben heute wenig riskante Bälle gespielt. Wobei man sagen muss, Pavlovic hat schon sehr gute Bälle heute wieder gespielt, nach vorne hin, ja. Die aber nicht irgendwie, wo man das Gefühl hatte, boah, ist jetzt super risikobehaftet oder sowas. Nein, wir waren super ballsicher. Wir haben Lazio laufen lassen, perfekt. Haben dann aber auch geschaut, dass wir trotzdem noch wenn die Räume da sind, halt den Ball nach vorne spielen. Haben die richtige Mischung einfach gehabt dann in der zweiten Halbzeit. Haben das 3:0 gemacht und dann war der Sack auch zu, ja. Ja, so viel zum Spiel aus meiner Sicht. Werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein, denke ich. Ich denke mal, die werden mir auf jeden Fall recht geben. Ja, wie gesagt, 13:0. Wenn wir uns angucken, Ballbesitz 60:40, Abseits 0:0, auch legendär. Fouls 14:9. Ich weiß nicht, wo wir 14 Fouls hatten. Also die letzte Viertelstunde hat es ja gelbe Karten für Lazio geregnet. Der Harry Kane muss ganz schön einstecken. Das war nicht die feine englische Art, aber ist ja auch eine italienische Mannschaft, war. Zweikämpfe 53, 47 Schüsse aufs Tor, 7:0 Schüsse insgesamt, 24:5 Ecken, 6:3 angekommene Pässe, 606 zu 352, Flanken 12:10. Ich denke, auch die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Schüsse insgesamt, Sané 2, Müller 2, Kane 2, Torschussvorlagen, Guerrero 1, De Ligt 1. Gewonnene Zweikämpfe, Sané 7, Musiala 6, Kane 6, Ballkontakte 118, De Ligt 101, Goretzka 97, Pavlovic. Ja, so viel mal zu den Statistiken. Ja, wie ich schon sagte, ein super verdienter Sieg, super ungefährdeter Sieg. Wichtig war für mich persönlich, ja, so wie ich es auch vorhergesagt habe, dass wieder jeder für den anderen rennt, dass eine Mannschaft da ist. Das hat man heute gesehen, ja, und das habe ich auch erwartet. Ja, klar, das Freiburg-Spiel können wir nochmal drüber diskutieren, aber ich denke, da war das Lazio-Spiel einfach auch schon ein bisschen im Hinterkopf.
Natürlich nochmal, Lazio war jetzt nicht der Übergegner. Ja, guckt euch die sportliche Situation bei Lazio an. Alles gut, Leute. Wir müssen das jetzt nicht irgendwie überbewerten oder anfangen zu träumen, dass wir irgendwie Chancen haben, die Champions League zu gewinnen, reelle Chancen. Natürlich nicht, aber ich bin noch weit davon entfernt, jetzt wieder alles irgendwie, wir haben 13-0 gewonnen. So, im Champions League Rückspiel, wo Druck auf dem Kessel war. Wir haben ordentliches Spiel gemacht, wir haben teilweise gute Kombinationen gespielt, es waren nicht nur Einzelaktionen. Ja, der ein oder andere Spieler hat sich noch super schwer getan, kommen wir gleich in der Spielerbenotung drauf. Aber kein Spieler, mal abgesehen von Kimmich in 3-4 Situationen, hat sein Ego in den Vordergrund gestellt, ja. Ganz, ganz viele Spieler haben, ja, das gemacht, was man machen muss, nämlich sich unterzuordnen, eine Mannschaft zu sein, ja. Und komisch, dass das klappt mit den Spielern, die wir hier auf dem Kanal schon seit Wochen fordern, ne. Mit Dyer und De Ligt erzähle ich schon seit Wochen, dass die beiden da hinten zu spielen haben, dass ein Pavlovic jedes Spiel zu spielen hat. Ja, komisch, dass es jetzt auf einmal klappt. Ne? Aber anderes Thema, kommen wir zum Spiel zurück. Gehen wir mal auf die Noten drauf ein, bevor ich noch irgendwie ein bisschen was anderes erzähle. Ja, fangen wir an mit Manuel Neuer. Hat nichts zu tun gehabt. Ganz schwer zu beurteilen. Hat zum Ende 2 Larifari-Bälle gehabt. Ansonsten alles gut. Ja, Note 3, denke ich, da machen wir nichts mit verkehrt. War aber auch nicht wirklich gefordert, muss man sagen. Gut, als nächstes habe ich einen Eric Dyer. Ihr wisst, ich bin Fan vom Eric. Warum? Man hat es heute wieder gesehen. Ja, einfach super unaufgeregt. Man hat nie das Gefühl, dass er irgendwie fickrig ist, so wie beim Minjay oder wie beim Opa. Super ruhig am Ball. Natürlich super erfahren, der Mann. Nochmal, jeder, der erzählt, das war ein schlechter Transfer oder sonst was, er hat halt einfach keine Ahnung vom Fußball. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Oder er hat halt einfach keine Ahnung vom FC Bayern München. Dyer war genau die Art Spieler, die es gebraucht hat. Ja, da hinten. Ja, wie schon gesagt, super unaufgeregt, super Zusammenspiel mit De Ligt, überhaupt auch gar nichts da anbrennen lassen. Ja, Lazio hatte die eine Zufallschance von Immobile oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, wen ich meine. Am langen Pfosten, den De Ligt ein bisschen abgefälscht hatte. Das war auch mehr ein Zufallsprodukt wie alles andere. Ansonsten hat Lazio nicht eine Torchance gehabt. Ja, also die Jungs haben alles weggearbeitet, haben alles im Griff gehabt, waren beide super ballsicher, ja, keine Fehlpässe. De Ligt auch öfter mal den Ball auf den Kimmich weit nach außen gelegt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, fairerweise, weil Lazio auch nicht wirklich heute offensiv irgendwie präsent war, sehe ich einen Eric auch bei einer 3. Gut, kommen wir zum Guerrero. Ja, Guerrero sehe ich auch bei einer 3. Hat's gut gemacht. Streckenweise, ja. War viel aktiv vorne, nach hinten hin gar nicht gefordert. Wir haben halt dann auch im Aufbau oder nicht nur im Aufbau, teilweise sehr lange mit Dreierkette gespielt, mit dem Goretzka dann, der die Dreierkette gemacht hat, gerade erste Halbzeit Pavlovic, der alleinige Sechser und Guerrero und Kimmich super weit hochgeschoben. Kimmich kommen wir gleich. Guerrero hat's gut gemacht, hat sich auch getraut, mal dann die Außenlinie durchzugehen und da versucht, das Ding dann scharf reinzuspielen. Gerade erste Halbzeit war er sehr auffällig, zweite Halbzeit war es dann ein bisschen weniger. Defensiv, ja, gut. Also, wie gesagt, da ist er nicht der Stärkste, nicht der Schnellste, aber das war heute auch nicht wirklich nötig, von daher war eine auffällige 3, eine gute 3. Ne? Damit kommen wir auch schon zur nächsten Kanone oder zur ersten Kanone. Unser großer Anführer, Joshua Kimmich, hat mir über weite Strecken sehr gut gefallen, weil er defensiv die Pose gehalten hat sich dafür wenig zugetraut vorne, ja. Hat den Sané gemacht dann, wenn er mal hochgeschoben hat, bis auf diese Posi.
ist nicht einmal dann mal die Grundlinie durch oder hat überhaupt mal versucht, eine Flanke zu schlagen. Dann hat er wieder irgendwie reingezogen, den Ball nach innen gespielt. Das hat mir nicht gut gefallen. Also nach vorne war das schwach. Hinten war es gut. Aber auch da der Hinweis, Lazio war nicht wirklich existent defensiv. Und trotzdem hat Kimmich da, wenn was über die Seite ging, dann meistens über die Seite. Ansonsten habe ich jedes Mal einen Kackreiz gekriegt, wenn er wieder dumm im Mittelfeld rumgestanden ist, ja, und ewig lange gewartet hat, bis er sich dann mal begnügt hat, auf die rechte Verteidigerposition zu gehen. Irgendwie dann in der 85. oder 88., was es war, hat er dann noch den Leimer angezeigt, er möge doch da auf die Position gehen, er wollte im Mittelfeld bleiben. Hat er sich dann zum Glück nochmal anders überlegt. Das meinte ich vorhin so mit Ego in die Mannschaftsdienst stellen, das hat mir nicht gut gefallen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ansonsten war es eine legitime Leistung von Kimmich, daher für mich eine 3-. Das Minus einfach, weil er wieder meinte, er muss da unbedingt in die Position ins Mittelfeld drängen. Nee, hat da nichts zu suchen. Punkt. Ja. Gut, das zum Kimmich. Kommen wir ja zu der Zukunft unserer Abwehrreihe, unseren Abwehrchef. Lange gefordert, quasi die ganze Saison. Nein, Tuchel musste erst gefeuert werden, man musste ihm erst vorschreiben, welche Spieler er aufzustellen hat anscheinend. Und plötzlich ist unsere Innenverteidigung konstant. Wow, wie überraschend, wer hätte das gedacht? De Ligt für mich Note 2, hat ein super starkes Spiel gemacht. Keinerlei Schwäche gezeigt, keinerlei Schwäche gesehen, robuster Zweikampf, reingegrätscht, auch mal eine Außenlinie, kann ich mir in 2 Aktionen erinnern. Vorne nach Ecke, das Ding aufs Tor, da hatte man erst den Eindruck, wäre sogar sein Tor gewesen, hat Müller noch die Birne hingehalten. Aber auch sonst super präsent, super Absprache mit dem Eric Dyer, aber auch mal weiter vorne, auch mal ein Kimmich zurechtgewiesen und so. Hat mir sehr gut gefallen. Man hat gesehen, das ist ein Anführer dieser Mannschaft und er möchte das auch sein und er strahlt das auch aus auf dem Platz. Für mich klare Note 2. Und für mich, kann mich nur wiederholen, wenn der Schnitt kommt in dieser Mannschaft, auf jeden Fall ein Kandidat für das Kapitänsamt. Aber auch nur meine Meinung. Das kann ja jeder sehen, wie er gerne möchte. Gut, weiter geht's mit Pavlovic. Für mich auch eine Note 2. Ja, teilweise mal so 10 Minuten ein bisschen unauffälliger gewesen, wo die ganze Mannschaft ein bisschen unauffälliger war, erste Halbzeit. Aber ansonsten, was er wieder gezeigt hat, Alter. Ich erinnere mich an 2 Szenen, wo wir wieder hinten drin, wir kennen das Spielchen, ne, dann alles zugestellt, Lazio hat alles zugestellt, dann kommt der Sechser, bietet sich an, kennen wir von Kimmich, der lässt den Ball dann tropfen auf irgendeinen Innenverteidiger, sonst irgendwas. Ja, Pavlovic auch zwei, drei Mal gemacht, was hat er aber auch gemacht? Hat den Ball einfach mal angenommen, hat sich gedreht, hat den Ball nach vorne gespielt und hat damit einen Riesenraum geschaffen und vorne die Pressinglinie stand da wie Özcan Dösig von Lazio. Das ist nur ein Beispiel, ja. Wieder ganz, ganz viele Pässe einfach nach vorne und nicht nur quer und nach hinten. Natürlich, wenn wir das Spiel beruhigt hatten, er hat den perfekten Mix gehabt. Hat er auch einen Ball nach hinten gespielt, einen Ball quer gespielt, war aber immer wieder anspielbereit, war auf seiner Position, war sich auch nicht zu schade, mal ein taktisches Foul zu ziehen. All diese Dinge, was ein Kimmich vermissen lässt. Ja, also der Pavlovic muss die Saison auf dieser Position zu Ende spielen. Da darf es keine 2 Meinungen geben. Er ist die Zukunft auf dieser Position. So. Natürlich ist er keine Holding Six. Ja. Wir werden sehen, wie ein neuer Trainer plant, aber er gehört ins zentrale Mittelfeld in Zukunft in dieser Mannschaft. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Ja. Also der ist so jung und so ruhig am Ball und so abgebrüht und hat so eine Spielübersicht. Einfach stark. Auch defensiv heute sehr stark gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von daher für mich Note 2. Gut, kommen wir zum Thomas Müller. Ich nehme es doch weg, Note 3. Was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht gut gefallen?
Müller hat super schwer gehabt, ins Spiel zu kommen. So, erste halbe Stunde war relativ wenig von Müller zu sehen. Müller war super übermotiviert, ja. Irgendwie hat er heute ein bisschen Kimmich gegen gehabt, wollte 3 Sachen gleichzeitig machen, war da wieder am Rumhampeln und am Wirbeln und hat mehr Chaos gestiftet wie alles andere. Umso länger das Spiel ging, umso ein bisschen ruhiger wurde er, hat aber trotzdem noch dann sein normales Maß gehabt, wie er coacht. Das ist völlig gut, völlig okay. Hat Müller Sachen gemacht, ja, war in Bewegung, ist immer wieder angelaufen, man hat gesehen, dass er wichtig ist für die Mannschaft, hat auch mal Musiala zusammengepfiffen, wenn er sich hat ein bisschen hängen lassen und sonst was. Super wichtig, was diese Qualitäten angeht. Und wenn er das nicht so übertreibt mit seinem Rumgehampel und seinem Coaching auf dem Platz, ist ein Müller natürlich auch ein Faktor. Und gerade heute dann über die rechte Seite war er super präsent. Ja, noch nicht immer mittig, aber rechts, ein Sané hast du ja fast gar nicht gesehen gehabt, so die erste halbe Stunde über rechts. Oder selten, das war wenn Müller, der da in Erscheinung getreten ist. Von daher, dann hat er das Tor noch gemacht, ja. War wieder so ein Müller-Ding, musste stehen, wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, vielleicht hätte der Torwart den Ball gehalten von De Ligt, ja, weil er war ja schon in der Ecke, Müller hat das Ding halt unhaltbar da reingeköpft und ja, verdient, wie gesagt, umso länger das Spiel ging, umso ein bisschen ruhiger wurde Müller, umso ein bisschen, ja, einfach besser, ja, da konnte er seine Routine ausspielen, wie gesagt, so am Anfang hatte ich das Gefühl, er wollte einfach zu viel, ja, was man verstehen kann, ne, das ist gar kein Vorwurf. Von daher für mich Müller auch eine Note 3 heute. Gut, kommen wir zum nächsten, der vielleicht ein bisschen Streitthema ist Leon Goretzka. Auch da bin ich bei einer 3. Ne? Was hat mir gut gefallen? Das Fallenlassen in die Dreierkette, das hat mir schon gegen Freiburg gut gefallen. Das hat sehr gut geklappt, deswegen habe ich das mit dem Umbau nicht verstanden dann in Freiburg, warum man das wieder um den Haufen geworfen hat. Das hat super geklappt. Der Eric Dyer hat das da koordiniert und dann war der Leo da, der linke Part in der Dreierkette, das war alles gut, das hat super geklappt, das fallen lassen. Wir haben es ja auch nicht immer gemacht, nicht ständig, aber wir haben es halt immer eingebunden, dann war er auch wieder einen Tacken weiter vorne. Aber ansonsten war es heute auch kein Spiel, wo Leon Goretzka, zumindest so die erste Halbzeit, super viel Raum gehabt hätte. Er wäre halt einfach auf 2 Ketten draufgelaufen. Da ist ein Goretzka halt auch ein bisschen überflüssig, was das Mittelfeld anbelangt. Von daher war das gut, dass dann Guerrero hochgeschoben ist über außen und wir dann mit einer Dreierkette verteidigt haben. Wie gesagt, war völlig legitim, weil Lazio offensiv wenig zustande bekommen hat. Das hat mir gut gefallen. Was mir teilweise nicht gut gefallen hat, er war auch ein bisschen übermotiviert heute, ja. Aber lieber so, als wie nicht motiviert zu sein, ne? Nicht falsch verstehen, aber er hat dann oft den Ball gefordert, um dann den Ball über 10 Meter quer zu spielen. Also, dann musste da nicht so einen Affen machen, ja, so, ich spiele doch den scheiß Ball zum Eric Dyer und sowas. Der hat ihn dann auch mal das Passende darauf angezeigt. Ja, aber wie gesagt, es ist gut, dass wir dann diese Spieler haben, die in diesen Spielen dann auch die Verantwortung fordern. Und das hat ein Leon getan, das muss man ihm zugute halten. Und er hat auch eine gute Leistung gebracht, ja. Was die Defensive anbelangt, in dieser Kette war es gut. Hat 1-2 Wackler gehabt im defensiven Zweikampf dann mal, wo er dann nicht auf dieser Position war, sondern wieder im Mittelfeld. Das war nicht so gut. Nach vorne war es gar nichts. War es eine Nullnummer. Das ist aber auch völlig okay. Dafür war er heute nicht auf dem Platz. Das hat man gesehen, ja. Er war dafür auf dem Platz, dass er sich da hinten reinfallen lässt und ein Guerrero mit seiner Technik hochschieben kann und da ein bisschen das Spiel mit Musiala ankurbeln kann. Und das hat ganz gut geklappt. Von daher Leon für mich auch eine 3. Gut, kommen wir zu unserem Sorgenkind, Sané. Warte, ich muss den richtigen Button finden. So. Leroy, ja. Leroy sehe ich bei einer 3-. Ich tue mich schwer, heute irgendeinem Spieler eine 4 zu geben. Fühle ich nicht, auch wenn Sané mit sehr wenig in Erscheinung getreten ist. Hat es noch schwieriger gehabt, wie Müller ins Spiel zu finden, wie ich fand. War lange Zeit gar nicht zu sehen. Einstellung war da. Wir haben es ja auch in den Zweikampfwerten gesehen. War er nicht mit dabei. Lass mich nochmal gucken. Ja, war ganz vorne sogar mit 7 gewonnenen. Defensiv hat er sich reingeschmissen, keine Frage. Zweite Halbzeit hat er dann auch noch ein paar gute Szenen in der Offensive gehabt. Mit seinem Schuss hat er dann noch das Tor vorbereitet von Kane in der 66. Hat er sonst noch eine gute Schusschance. Ich habe heute keinerlei negative
Schwingung oder Stimmung wahrgenommen beim Leroy. Hat sich reingehauen, hat die Goschen gehalten, hat einen guten Eindruck gemacht. Ihm fehlt aktuell einfach auch so ein bisschen das Spielglück vorne. Ja, und ich denke, wenn dem so ist, dass er seit Wochen mit Schmerzen spielt, wie gesagt, die Diskussion brauche ich jetzt hier nicht aufmachen, das können wir gerne nochmal Freitag im Stream behandeln. Vorwurf kann man ihn nicht machen, ja. Ihm fehlt vorne einfach ein bisschen das Glück und vielleicht auch das Selbstvertrauen. Was mich wieder ein bisschen aufgeregt hat, was wir negativ sagen müssen, ist, auch er hat wieder jegliche Flanke verweigert. Wenn er denn mal vorne in irgendeiner Position war, dann war es auch wie immer entweder quer rein in die Mitte gespielt oder reingelaufen. Ganz, ganz selten mal. Kimmich, er hat einmal, glaube ich, nee, es war der Müller, den Kimmich mitgenommen hatte, wo Kimmich dann mal in den 16er reingelaufen ist. Das waren noch 2 gute Szenen von Kimmich, das hat er 2-mal gemacht. Das hast du beim Leroy zum Beispiel gar nicht gesehen. Weiß ich nicht, das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, wenn Leroy über rechts kommt, dass da irgendwie mal eine Flanke kommt oder sowas. Aber ansonsten war er auf jeden Fall bemüht. Ja, hat wieder 1, 2 dumme Bälle verloren, wo wir guten Angriff gefahren haben. Das war schade. Aber ansonsten war er bemüht und hat 2 gute Schüsse gehabt. Ja. Von daher, ich habe es gesagt, sehe ich ihm eine 3-. Gut, kommen wir zu Musiala. Ich denke, das ist ein bisschen ähnlich, aber doch um einiges besser. Musiala hat mir heute teilweise gut gefallen. Jedes Mal dann, wenn er wieder aus dieser tieferen Position kam. Das war teilweise der Fall, wenn Goretzka halt in der Dreierkette war. Dann war Musiala schon mal in der tieferen Position, hat dann Raum gehabt. Hat mir sehr gut gefallen. Hat heute auch nicht so viele, ganz, ganz wenige übertriebene Dribblings gemacht, ja, wo man gesagt hat, Alter, muss er da jetzt wieder in 4, 5 Mann reindribbeln. Das hat er heute echt gut gemacht. Gerade aus der tiefen Position heraus, wenn mal zwei Spieler vor ihm waren, einfach zack, zack, 2 kleine Ballberührungen an den beiden Spielern vorbei, das war sehr gut. Vorne mit dem Guerrero hat auch ganz gut geklappt, das Zusammenspiel, auch mit Müller, wenn wir dann die Seite überlagert haben, das hat gut geklappt. Mit dem Harry Kane, ja, wir haben auf jeden Fall versucht, heute einen Heavy einzubinden. Ich sehe Musiala auch bei einer 3 heute, ja, aber es war auf jeden Fall schon für mich persönlich einen Tacken besser, wie es so die letzten Spiele war, was so die Balance anging, ja. Wir haben es ja auch gesehen, war, glaube ich, auch dabei bei den Zweikampfwerten. Auch er hat mit nach hinten gearbeitet heute, das hat mir gut gefallen. Hat vielleicht dann auch ein bisschen die Offensivleistung drunter gelitten vielleicht. Also mir hat er gut gefallen, für mich auch eine 3. Gut, komme zum Harry. Harry Kane. Wer auch sonst, Mr. 2 Hütten, ja, hat Harry Kane Dinge gemacht. Ja, ganz einfache Kiste. Selbst der eine Schuss, der dann noch abgefälscht wurde, der wäre wahrscheinlich eingeschlagen. Harry war heiß motiviert, wie die ganze Mannschaft. Ist da gestanden, wo ein Stürmer stehen muss, ja, hat die Dinger dann reingedrückt und gut ist. Fairerweise müssen wir natürlich auch sagen, wir haben natürlich auch einen super schwachen Torwart bei Lazio gehabt. Ja, also 2 Dinger hätte er auf jeden Fall. Also den Kopfball von Heavy musst du halten. Das zweite Ding, was er dann prallen lassen hat nach außen hin, den musst du auch anders klären. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Mannschaft deswegen schlechter war oder schwächer war. Harry Kane hat 2 Hütten gemacht, von daher gibt's von mir eine Note 2, hat mir sonst auch gut gefallen. Gerade auch so die Schlussviertelstunde, was er da wieder defensiv mitgearbeitet hat. Ja, da war er vorne kaum noch, da war er nur noch in der eigenen Hälfte, hat mitgearbeitet. Was mir nicht gut gefallen hat, gerade erste Halbzeit war wieder das super tiefe Fallen lassen und kein anderer geht in die Spitze. Ja, das hat mir nicht gut gefallen. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn, dann muss da ein anderer Stürmer auf dem Platz oder wenn Müller da ist, muss da Müller dann im 16er gehen, dass wir da wenigstens präsent sind. Ansonsten positiv muss man sagen, gerade erste Halbzeit haben wir es heute 2, 3 Mal hingekriegt, dass wirklich mal 3, 4 Leute im 16er waren. Leider kam dann keine Flanke. Ja, das ist nochmal eine andere Kiste. Aber das ist, was wir beim Harry Kane vielleicht ein bisschen kritisieren können. Ihm fehlt da einfach der Partner, der dann in den 16er stößt. Ja, dass er dann diese Anspielstation hat, die er dann auch in Szene setzen kann. Ja, das mal zu der ersten 11.
kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Angefangen mit Mathys Tel. Ja gut, konnte nicht mehr viele Akzente setzen. Das Spiel war durch. Wir hatten nicht mehr den Drang nach vorne zu spielen. Wir haben heute ein gutes, sicheres Passspiel gehabt. Von daher haben wir das durchgezogen und das war völlig legitim. Ist nicht irgendwie negativ aufgefallen, hat sich reingeschmissen, wollte auch noch, das hat man gesehen, ja, 2, 3 Mal, aber die Mitspieler hatten nicht mehr so den Drang, jetzt da unbedingt noch das 4. oder sonst was nachzulegen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Conny Leimer, ja gut, für 5 Minuten, die er auf dem Feld war, ja, war dann außen mit dem Kimmich zusammen, ja. Was soll man da groß sagen für 5 Minuten, die er auf dem Feld war, ne? Nicht negativ in Erscheinung getreten. Ja, dann haben wir natürlich noch Fonzie Davis. Da muss ich eben umzwitschen hier. Ja, Fonzie hat Fonzie-Dinge gemacht. 2, 3 Mal hat das noch versucht. Auch Tell, gerade mit Tell, der war dann noch heiß, wollte den Ball gerne noch haben. Über Außen Musiala hat ihn 1, 2 Mal gut eingesetzt. Davis hat 1, 2 Bälle wieder leichtsinnig verloren. Aber auch da, was sollen wir da bei 12 Minuten groß bewerten? Das Dingen war durch bei 3-0 und damit ist auch gut. Ja, damit kommen wir zum letzten. Und zwar, den muss ich erstmal suchen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt bei uns. Serge ist wieder da. Ja, Serge ist wieder da. Champions League Einsatz. Yeah, für 3 Minuten. Ja, können wir natürlich nichts zu sagen. Er ist mal aufgelaufen, ja, ist ein bisschen aufgetrabt. Alles gut. Schön, dass Serge wieder da ist. Vielleicht bringt er ja mal wieder Leistung nach der Verletzung. Wir werden es sehen in den kommenden Wochen. Zu guter Letzt, Note für TT. Ja, bin ich dann heute auch bei einer 3. Ja. Was mir heute ein bisschen aufgefallen ist, seine Co-Trainer waren super aktiv. Ja, ist mir bisher nie so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das sonst auch so war. Gerade bei den Ein- und Auswechslungen, aber auch sonst super aktiv da auf der Bank und am Spielfeldrand. Das hat mir gut gefallen. Ich denke, man hat gesehen, dass da noch ein bisschen Ehrgeiz da ist. Ich will auch gar nicht dem Tuchel absprechen, dass da kein Ehrgeiz da ist. Ich denke, der ist auch da. Ja, er hat endlich die Mannschaft aufgestellt, wie sie aufgestellt werden muss. Ja. Gut, über Leroy können wir streiten, aber Leroy hat gezeigt, dass er auf jeden Fall defensiv heute präsent war. Ja, hat einen Kimmich unterstützt auf der Seite, wenn es nötig war. Was ein Musiala gegen Freiburg nicht wirklich gut gelungen ist, das muss man ganz klar mal so sagen. Von daher konnte ich das heute nachvollziehen, ja, dass man den Move gemacht hat. Und ansonsten gehe ich persönlich 100% mit dieser Aufstellung. Ja. Klar kannst du über Müller streiten, aber wir haben heute gesehen, wenn Müller auch die richtige Balance finde zwischen wann coache ich, wann mache ich was, ist ein Müller natürlich immer noch Gold wert. Er muss halt einfach das richtige Timing finden. Und ich habe es schon nach dem Gladbach-Spiel gesagt, du musst einen Dyer und einen De Ligt da spielen lassen, Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ja, fertig. So. Hätte man sich vielleicht dran halten können, ne? Aber gut, was weiß ich schon, ne? Gut, kommen wir zum Schluss. Wie gesagt, Leute, es war ein gutes Spiel von uns, es war ansehnlich. Wir haben ein paar Kombinationen drin gehabt, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja, natürlich, ich weiß jetzt wieder die ganzen super kritischen, ich bin ja auch einer, der kritisch ist, aber es gibt immer noch welche, die sind noch kritischer wie ich, sagen jetzt, das war ja nur Lazio und so, ja, drauf geschissen. Ja, Punkt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir waren als Mannschaft auf dem Platz, wir waren präsent, jeder hat gewollt, jeder hat versucht. Ja, dem einen oder anderen ist nicht alles gelungen, wie auch nach so einer Saison, ja. Aber wir haben ganz viel gute Sachen gesehen und ja, es war nur Lazio. Lazio war nicht wirklich ein Gegner heute, das ist logisch. Und ja, sollten wir eine Top-Mannschaft kriegen, wird sehr wahrscheinlich die Champions League-Reise auch zu Ende sein. Aber wer weiß, ja, am Ende des Tages ist das auch immer alles Tagesform. Und wer weiß, vielleicht zieht der Tuchel das ja jetzt auch mal durch mit einem Eric Dyer und mit einem
mit dem De Ligt und fängt nicht wieder an, da Minje oder einen Upa reinzuwürfeln, wenn ihm gerade wieder die Laune danach steht. Vielleicht bleibt er mal dabei, dass ein Pavlovic die 6 ist. Ja, vielleicht kommt der Kimmich irgendwann mal rein für den Goretzka. Aber wenn wir diese Dreierkettengeschichte machen wollen, wie wir es jetzt mit Goretzka zweimal getan haben, funktioniert das auch gut. Ja, dass Goretzka sich dann in die Dreierkette fallen lässt, dadurch unsere Außenverteidiger weiter vorne sind. Ja, dann lass da die Chose doch jetzt mal so einspielen und dann ist doch alles gut. Guck, was ein Sané so macht, wenn er nicht kann, dann bringst du einen Tell rein, stellst den Musiala vielleicht mal auf rechts, kannst den Müller auch mal draußen lassen. Jetzt ist Bundesliga ist gelaufen, ja, da kannst du auch einfach mal ein paar junge Wilde, da kannst du auch mal den Brian spielen lassen, dass der sich mal schon mal ein bisschen findet für die neue Saison, warum denn nicht? Ja, dann kannst du so Müller mal schonen und den einen oder anderen, der können sich dann mal für das Viertelfinale ein bisschen schonen. Du hast doch alle Möglichkeiten jetzt, ja. Und ja, wer weiß, was da möglich ist. Wer weiß, wenn wir zugelost kriegen, vielleicht haben wir Losglück und kommen irgendwie ins Halbfinale und wer weiß, vielleicht wird der Ehrgeiz geweckt bei dem einen oder anderen. Und dann hast du die Tagesform und was weiß ich. Ja, man darf ja träumen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, wir haben heute auf jeden Fall gesehen, dass diese Mannschaft lebt. Ja, nochmal, natürlich müssen wir das jetzt nicht überbewerten, ja, aber es war schon gegen Leipzig eine ordentliche Leistung und heute war es auch eine ordentliche Leistung. Vor allen Dingen, weil man gesehen hat, dass eine Mannschaft da ist und mal abgesehen von Kimmich eigentlich keiner sein Ego irgendwie in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das stimmt mich zuversichtlich. Ja, wie gesagt, Bundesliga ist gelaufen und alles andere mal abwarten. Ja, und ja, wenn wir aus der Champions League dann ausscheiden im Viertelfinale, wenn wir das mit erhobenem Kopf tun, wenn wir uns zweimal den Arsch aufgerissen haben und es dann einfach nicht reicht wegen der individuellen Qualität oder weil wir keine Form haben oder sowas, ist doch alles gut. Dann gehen wir erhobenen Hauptes aus der Champions League raus und alles ist doch gut. Ja, und wer weiß, vielleicht haben wir einfach ein bisschen Glück, bescheißen uns mal, und kommen noch eine Runde weiter. Wir werden es doch sehen. Warten wir doch mal ab, wer uns zugelost wird. Und dann schauen wir doch mal, wohin sich die ganze Chose weiterentwickelt. Ja. So, das ist mein Take. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle, Leute, ich bedanke mich für euren super Support. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Freitag 18:30 Livestream. Besprechen wir das Ganze nochmal ein bisschen nach von Lazio. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.